Wir haben Jesus Christus als unseren Fürsprecher und wir können unsere Sachen am Kreuz ablegen und abladen. Und wir sollen sie am Kreuz lassen. Ja, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, darf ich heute zu euch reden. Und es freut mich noch viel mehr, dass so viele Leute sind gekommen, auch aus verschiedensten Generationen. Gott ist Licht und Christus ist unser Helfer. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Wir wollen es zusammen auf den Weg machen und schauen, was denn das bedeutet. Gott ist Licht. Und was der Christus als unser Helfer so macht. Und am Schluss noch, was der unser Teil in dem Ganzen ist. Wir lesen im ersten Vers, wo uns Benni schon vorgelesen hat, vom heutigen Text, 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Ihr habt mich vielleicht gefragt, was die Installation soll, aber ich habe das so ein bisschen probiert darzustellen. Gott ist Licht hinter dem Vorhang und hier vorne ist Finsternis. Ich weiss, das Beispiel hinkt, aber das ist ja immer ein bisschen, eigentlich wäre Gott hier raus im Grossen, aber weil es ein bisschen schwierig war, für euch alle dahinter nachher Platz zu nehmen, ist es jetzt dieser Weg. Wir lesen im ersten Vers, dass Gott Licht ist. Licht steht hier für das Gute, für die Wahrheit, für die Vollkommenheit von Gott. Im Habakuk 3, Vers 4 lesen wir, oder da betet der Habakuk. Und da sehen wir etwas von der Vollkommenheit. Es steht, sein Glanz ist wie Licht, Strahlen gehen aus von seinen Händen, darin ist verborgen seine Macht. Da sehen wir etwas von dem Licht, wo Gott ausstrahlt, von der Vollkommenheit. Und es steht auch geschrieben in unserem Vers oder von unserem Text, in ihm ist keine Finsternis, weil Finsternis oder Dunkelheit ist das genaue Gegenteil vom Licht. Hier vorne kann man jetzt sagen, es ist Dunkelheit und sobald das Licht drauf kommt, dann ist es hell. Dann muss die Dunkelheit weichen. Und die Dunkelheit steht in unserem Text oder sonst allgemein für das Böse, für die Lügen. Und das lesen wir in den nächsten Versen, in den Versen 6 bis 8. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also da sehen wir in diesen Versen, es geht nicht, dass Licht und Dunkelheit zusammen ist. Entweder ist es dunkel, da wo das Licht nicht herkommt, und da wo das Licht herkommt, da ist eben Licht. Und wir sehen auch, dass Licht und Dunkelheit, eben, dass es nicht zusammengeht. Wahrheit und Lüge, das geht auch nicht zusammen. Gut und böse, das geht auch nicht zusammen. Diese Sachen können nichts miteinander zu tun haben. Und darum muss, sobald in der Vorhang ein bisschen lüpfen, muss das Dunkle weichen und das Licht kommt zum Vorschein. Und darum ist Gott vollkommen, Gott ist Licht. Weil wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Jetzt haben wir aber auch gelesen,
im Vers 8, das lesen wir von der Sünde, die wir haben. Und dann kommen wir ja gar nicht zu dem Licht, weil es ja nichts miteinander zu tun haben. Wo Gott ist, kann auch keine Sünde sein. Und mit Sünde ist hier das Schlechte gemeint. Zum Beispiel eine Sucht, die uns gefangen nimmt. Oder Lügen. Oder Stellen. Ich habe das einmal mit diesem Hemd hier probiert darzustellen. Es ist nicht ein schön weisses Hemd, aber es ist auch nicht ein kaputtes Hemd oder ein dreckiges Hemd. Ich habe gesehen, ja, es ist ja vielleicht nicht gegen etwas Schlimmes, was man macht, was man tut. Es kann einfach manchmal auch nur etwas einfach sein, zum Beispiel eine Sucht nach dem Handy oder so. Darum ist das Hemd einfach so ein bisschen nicht schön weiss. Eben. Die aufmerksam waren, haben es vielleicht schon gemerkt. Und andere haben es vielleicht, denen ist es vielleicht nicht aufgefallen, die haben gesehen, das müsse so. Aber es ist nicht ein richtig schön weisses Hemd. Und gerade beim Handy, ja, da tappe ich mich um mich selber, dass ich es irgendwie zum Götz mache in meinem Leben. Oder dass ich das Handy an erste Stelle in meinem Leben setze und nicht nach dem Licht trachte. Irgendwo steht das Handy dazwischen. Und was vielleicht ist, wie er gemerkt hat, eben, der eine ist vielleicht gar nicht aufgefallen, dass ich ein letztes Hemd habe. So, wenn ich den Anzug ein bisschen zutue, Knöpfe mit zutue und die Krawatte noch büscheln, ja, dann seht ihr es nicht unbedingt, mein dreckiges Hemd. Da, hier das Handy, vor euch kann ich das verstecken. Das ist nicht so das Problem. Und darum, auch eben das Hemd kann ich vielleicht verstecken. Aber im Licht von Gott, da kann ich es nicht verstecken. Da kommt es zum Vorschein. Da sieht man auch relativ gut, dass das Hemd nicht schön weiss ist, wenn das Licht drauf scheint. Und das Licht geht durch und durch. Das geht durch den Anzug durch, das geht durch die Krawatte durch. Das kann ich nicht verstecken. In Gottes Licht ist es mir unmöglich, das zu verstecken. Und hier kommt jetzt Jesus als unser Helfer ins Spiel. Im Kapitel 2, in den ersten 2 Versen lesen wir: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also das heisst, Jesus ist unser Fürsprecher. Bei ihm können wir die Sünden, können wir alles Schlechte, aller Lügen, aller Sucht, alles, was uns von Gott trennen will, können wir bei ihm abladen. Er hat es auf sich genommen am Kreuz und er hat für unsere Schuld gezahlt. Wir lesen im 1. Korinther 6,11. Aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Korinther waren ja beim besten Willen nicht so ein braves Volk gewesen. Wir lesen gerade in den Versen vorher, oder zählt der Paulus auf, was sie denn alles gemacht haben. Da steht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Also der Paulus schreibt hier, ihr seid solche gewesen, wo all die Sachen, die wir vorhin gelesen haben, oder die ich gelesen habe, irgendwie waren Leute herum, die das gemacht haben. Und das schließt auch das ein, eben mein Hemd, das nicht sauber ist, das nicht schön rein weiss ist.
Aber weil Jesus am Kreuz ist gestorben und unsere Schuld und auch den Korinther ihre Schuld hat auf sich genommen, kann der Paulus eben schreiben im 1. Korinther 6,11: Aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also, wir sind rein gewaschen. Wir dürfen unser altes Hemdli dürfen wir abziehen. Wir sollen es abziehen. Und sollen es Jesus ans Kreuz bringen. Und dann haben wir eben vorhin gelesen, rein gewaschen. Dann gibt es ein schönes, weisses Hemdli, das wir anlegen können. Und so können wir dann vor Gott bestehen. Mit dem schönen, weißen Hemdli. Also wir lesen, Jesus Christus ist nicht nur unser Helfer, sondern er ist unser Retter. Jetzt, in den letzten Versen vom heutigen Text, lesen wir noch die Folgen von dem neuen Leben. Und daran merken wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll so leben, wie er gelebt hat. Das sind jetzt eben die Folgen, die wir lesen. Wir sollen Gebote halten, die hier drin stehen in der Bibel. Wir sollen so leben, wie Jesus gelebt hat, wo wir auch hier drin lesen in der Bibel. Und so, wenn wir so leben, können wir eben unser weisses Hemdli behalten und dann zum Licht kommen. Aber leider gelingt es uns nicht ging. Und da schreibt ja der Johannes auch schon davon, dass es eben nicht gelingt. Im Vers 1 vom 2. Kapitel schreibt er, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Also das heisst, auch wenn es mal passiert, dass irgendwie das Handy an erste Stelle setzen und nicht Jesus. Oder wenn irgendwie probieren, vielleicht gibt es ja manchmal, dass ich probiere, irgendetwas, was ich bei Jesus abgelehnt habe, dass ich es rieche und das Hemd anlegen will. Und mich nehme mich an diesem weißen Hemd festhaben. Heisst, schreibt eben der Johannes, wir haben Jesus Christus als unseren Fürsprecher. Und wir können unsere Sachen am Kreuz ablegen und abladen. Und wir sollen sie am Kreuz sein und dann nicht mit heimnehmen. Manchmal gibt es so, dass vielleicht das Hemd Flecken überkommt. Gerade so bei weißen Hemden ist es ein bisschen ein Seich. Aber auch da ist Jesus ging da und vergibt uns unsere Schulden, unsere Sünden, dass wir zu Gott ins Licht dürfen kommen. Zum Schluss möchte ich uns fragen, ja, was ist denn der nächste Schritt von mir, von dir? Was ist das Nächste, was dran ist? Ist es vielleicht dran, mir erst mal bewusst zu werden, was denn das bedeutet, Gott ist Licht? Was es bedeutet, Gott ist vollkommen? Was heisst das, wie er ist? Was heisst das, wie ich bin? Oder vielleicht ist es bei mir dran, etwas am Kreuz abzuladen, wie irgendwie mit dem Handy. Ist es dran, mein Hemdli, das nicht schön weiss ist,
Jesus zu bringen, ans Kreuz zu bringen? Oder was ist näher? Wenn ich zu Jesus komme, wenn ich zu Gott komme, in die Vollkommenheit, ist es vielleicht dran, dass ich das meinem Nachbar erzähle, dass er auch das Licht darf sehen, dass er das Licht auch darf erkennen. Wir werden jetzt eine Zeit haben vom Lobpreis. Zum Anfang wird die Musik gerade ein Stück spielen. Und tut die Fragen doch bewegen in eurem Herz. Tut den Predigtext nochmal bewegen in eurem Herz. Und überlegt euch, was dran ist. Der Gnadenthron, ich werde dann den Vorhang gerade fortnehmen, wird frei sein. Das Kreuz ist auch da. Wenn ihr etwas abladen müsst oder wollt abladen, kommt voran. Fragt jemanden, fragt den nebendran oder zu jemandem, den ihr Vertrauen habt, ob er mit euch beten. Das hilft, wenn man zusammen so unterwegs sein kann. Und dann wird es eine Lobpreiszeit geben und dann und währenddessen ein Gebetsmoment vom Benny geleitet. Amen.